Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jiddische Radioprogramm Das Jiddische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Yiddish, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jiddischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jiddischen Schriften, religiöse Artikeln, für Bar Mitzvahs und für Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, der hört das jiddische Call auf WUNR 1600 AM Brookline, das seid zu nach Meir David. Heint haben wir dem Covid und vergnügen zu präsentieren ein längeren Interview mit Professor Jeffrey Shandler, was Redt wegen sein Buch Yiddish, Biography of a Language, was beschreibt Yiddish von seinem Anheb bis zum heutigen Tag. Der Interview wird angeführt von unser imposanter Mitanführer Sholem Beinfeld, Mitchefredakteur von dem Arumnehmig Jiddisch-Englisch Wörterbuch und emeritierter Professor von Geschichte bei Washington University, St. Louis. Professor Shandler is Distinguished Professor of Jewish Studies bei Rutgers Universität. Hat gekriegt sein Doktorat von Columbia Universität. Hat gehabt einen großen Einfluss auf jiddische Limudem, speziell für seinen Begriff Yiddish wie a Post-Vernacular Language. Wegen demals wird sich der Wissen in dem längeren Interview. Wir haben das rekordiert mit der heute zurück, dem 4. November, in einer Zoom-Session mit mir, Sholem und Professor Shandler. Ich hoffe, Sie werden Hanau haben. Jeffrey, letztes Buch heißt Yiddish, Biography of a Language. Ein interessanter Zugang zu der Geschichte und Jerusche von Yiddish. Aber es wird auch interessant, sich zu bekennen, ein bisschen mit eurer eigenen Biografie. Erzählt ihr uns etwas wegen sich und befragt, wie Azoy ihr seid gekommen zu Yiddish. Dank. Ich bin geboren geworden in Valley Forge, Pennsylvania, in einem militärischen Spital. Und das heißt, dass ich bin ein emissarer Amerikaner. Yiddish ist nicht meine erste Sprache, aber ich bin, kann man sagen, geborener Zuhörer von Yiddish. Das heißt, als Kind habe ich gehört, wie sie der Baba von der Mamens Zeit, sie sind beide geboren geworden in Mitteleuropa, sie haben geredet zwischen sich in Yiddish und einmal mit mir, zu mir, nicht mit mir in Yiddish. Und euch habe ich gehört, Yiddish von Zeit zu Zeit zwischen Tate Mama, wir sind beide geboren geworden in die Vereinigten Staaten. Das Zuhören, Yiddish hat gehabt eine Hashpoa-Attacke auf mein Verstehen die Sprache und auf viele mein Reden die Sprache. Aber ich habe sich gelernt, Yiddish nur wie der Erwachsener. Zuerst in der Yivo Sommerprogramm, das ist gewesen in die 80er Jahren.
Und das ist gewesen ein paar Jahre nach der Rendiken College. Nachdem bin ich geworden ein Graduierstudent in Yiddish Studies in Columbia Universität, wo ich habe bekommen mein Doktorat in die 90er Jahren. Das ist die Geschichte. Das ist eine Geschichte von einer Geschichte, eine Biografie von einer Geschichte. Ist lange Zugehen zum Indien, like mir, dem wichtigsten Indien, in einer Bücher, nicht nur das letzte Buch, nur ein fertiges Buch, nützt ihr oft, und öfter hat sie geschaffen, den Begriff Post-Vernacular, wegen der Lage von Yiddish heutzutage. Was eigentlich für unsere Zuhörer, was sind öfter nicht bekannt mit dem Begriff, was eigentlich meint ihr damit? Und hat Zeit, kennt ihr den Mann ein Moschel von einer anderen Sprache, was er durchgemacht hat in Post-Vernacular Epoche? Wel, ik kan erklären, was mijn Arbeit ist, Post-Vernacularity, oder in Yiddish sage ich Nachwachigkeit. Das ist ein Modus von Sprachbenutz, was in dem ist der Fakt, was man redet oder schreibt oder singt in einer gewissen Sprache, und das ist neben einer anderen möglichen Sprache. Das hat allein eine Bedeutung, besonders von dem Bedeutung, von dem Inhalt, von was man redet oder schreibt oder singt. Lemoschel, als man redet dafke in Yiddish und nicht in Englisch oder Französisch oder Hebräisch oder was es soll nicht sein. Das heißt, als der Modus von Nachwachigkeit ist ein Indien von Bewusstsinnigkeit, von Bekivendigkeit. Der Modus von Yiddish existiert seit bei Seit mit der Sprache wie eine tagtägliche Sprache, und Hake schon es existiert jahrelang, sind der Haskole. Das heißt nicht, als die wochendicke Sprache hat sich geändert und die nachwochendicke Sprache hat nachdem sich angehoben. Und nachwochendicke Yiddish hört man heint nicht nur bei Akteuren oder zwischen Studenten in die verschiedenen einseitigen Sprachprogrammen, nur euch tage bei geborenen Redders, viele bei Chassidim. Nicht allemal versteht sich, aber wenn sehr benutzt von Yiddish, neged, lassen wir sagen, Englisch oder Hebräisch, ist bekivendig. Und eine nachwochendicke Sprache ist das ist ein Modus, was man sieht mit der Sache anderer Lashonis, Lemoschel, meine Kollegen, wir sind Linguisten, helfen sie, forschen die geborene Lashonis von die Aborigines in Australien. Und eine Sache von sie haben verloren die traditionelle Sprache von ihrer Gruppes. Und jetzt arbeiten sie zurückzunehmen die Sprache wie eine jerusche Sprache. Und das ist euch ein Modus von Nachwachigkeit. Und man sieht es euch mit anderen Lashonis wie Irish, wie Ainu, wie Occitan. Es sind eine Sache, verschiedene Sprachen, was haben als ein Modus von Sprachbenutz. Man sagt da viele, als ich habe ergens angetroffen in einem Termin, Transvernacular. Das heißt, es ist nicht was man redet Yiddish, weil man will reden Yiddish, nur in Stissel oder in unorthodox. Ist Yiddish gerät, also virtuelle lebendige Sprache, virtual vernacular Sprache.
Das heißt, die Akteure reden Jiddisch, wie sie wohl gewöhnt, normal. Also, Gott sei allein, ich kenne nicht kein Jiddisch. Also, es wird halt zugeben zu die alle Bemühungen zu reden Jiddisch, die was kennen ein bisschen Jiddisch, euch die was reden Jiddisch, weil das ist die Rolle, was sie spielen auf der Bühne oder auf der Television. Es ist ein interessanter Begriff, aber ich trage beschaß meistens Jiddisch für, sozusagen, Menschen von meiner Sprache und von eurer Sprache, haben gerät am mitteleuropäischen Jiddisch und gerät mehr weniger am normalen Affäre in meine Tate, literarischen Jiddisch. Der rohe Jiddisch ist schon geworden, lassen wir sagen, post-vernacular. Aber in derselben Zeit ist Jiddisch euch ein Vernacular. Hier hat das alle in der Mund. Hunderttausende reden tagtäglich Jiddisch. Und ich habe jetzt gelernt, ich habe gestaunt, als von jiddischen Kindern jünger wie 10 Jahre alt in der Stadt New York, 40% von sie haben Jiddisch wie eine Muttersprache oder Mammerlaschen. Also als Jiddisch wächst, wird mehr und mehr die Sprache von Jiden. Also wir haben ein Post-Vernacular und ein Vernacular in derselben Zeit. Danke. Und es ist interessant, weil die zwei verschiedene Gruppen, was nutzen Jiddisch, haben jeder hat ein anderes Ziel, für was man redet Jiddisch, für was man nicht Jiddisch. Und sehr Jiddisch allein ist nicht dasselbe. Und es ist interessant, wie weit die zwei Gruppen sind besondere, eine von dem anderen, und wie weit sie haben etwas Scheiches, weil sie haben etwas eine Beziehung zwischen sich. Ich meine, sie sind nicht im Ganzen besonder, aber es ist klar, als die Sprache, was jede Gruppe redet und für was jede Gruppe redet Jiddisch, sie sind Tage anders. Ja, ich bin maßgebend, es ist anders, aber von deswegen sind sie nicht im Ganzen anders. Die Jiddischisten, also wie ich und ihr, halten wahrscheinlich von dem chassidischen Jiddisch, was hat verloren als Sache von der Grammatik und von dem Wörterkreuzer, sie nutzen das auch Anglizismen und so weiter. Aber als man lernt in der Ausgabe ist der Jiddisch ein ganz feiner. Sie haben nicht den ganzen verloren, denn der Recheretz war Jiddisch wie eine normale Sprache. Also es irgendwo können sich treffen, sei bei der weltlichen, sei bei der Chassidim. Und besorgt als Chassidim, als Menschen fallen weg von Satmar oder andere chassidische Sektes, verlieren sie damit euch Jiddisch. Aber in mein Guckwinkel ist das nicht Dafke-Emes. Wir haben interviewt Ex-Chassidim, was halten noch als in Jiddisch. Nun, lassen wir übergehen zu etwas anderes. Der Mund Jiddisch via mein Protestsprache. Und ich fühle, als das ist Emes. Für was wollen Menschen reden Jiddisch? Für was wollen sie nutzen Dafke Jiddisch? Ist es bloß Nostalgie für die verschwundene Welt von Mitteleuropa oder ist es etwas anderes? Beispiel, es kann sein feministisch. Jiddisch ist einmal gewesen eine Sprache, jedenfalls eine geschriebene Sprache für Weiber, und ein feministischer Podcast heißt heutzutage Weiberteich. Und Menschen haben bemerkt, und ich habe euch bemerkt, als der Interesse
zu Jiddisch bei der Gay-Jugend ist auch ganz stark. Stellt sich die Frage, ist da Jiddisch oder kann Jiddisch da spielen die Rolle von Anderskeit, von einem Protest gegen der sozusagen normale Lage? Ich weiß nicht, sie hat etwas zu sagen wegen dem. Es ist eine sehr gute Frage. Und es ist ein Emes, was heint, sind voran eine gewisse Zahl, öfter eine hübsche Zahl Menschen, was für sie hat Jiddisch ein Zuzi wie ein Simen von Anderskeit. Und die Anderskeit kann sein, es kann sein in Indien von Religion, es kann sein in Indien von Kultur, es kann sein in Indien von Politik. Die Ideologie ist von Anderskeit sind gewähnt verschiedenartig. Und jede Ideologie hat ein besonderes Scheiches zu Jiddisch. Also wie die verschiedenen Gruppen, was reden Jiddisch, haben verschiedene Ziele, dasselbe mit die ideologische Zuziehen. Zwischen Teilfeministen, schon geredet wegen Feministen, zwischen Teil von sie ist die lange Geschichte von Jiddisch in einem Leben von der jiddischen Frau eine wichtige Ressource für ein Heint. Aber andere Feministen sind mehr interessiert in die Rolle von Frauen in der modernen, weltlichen jiddischen Literatur. Die, was wenden sich zu Jiddisch wie ein Ausweg zu Zionismus, gucken zu die antizionistische politische Ideologie von der Moloke Zeiten, Lamaschel Bundism, Autonomism, und sie gucken auf sie wie ein Präzedent für sehr eigenem heutigen Politik. Und der Phänomen von Queer-Jiddischkeit, das ist etwas anderes. Weil das hat bei ihm nicht kein Präzedent in der jiddischen Kultur, oder weltlicher oder frommer. Und es hat euch nicht kein Präzedent in die Bewegungen von homosexueller Freiheit. Adrabe, ein kleines Soul, homosexuelle Männer und Lesbiankes, haben das Beschaffes von Zusammenbreches. Und das ist gewesen in die 80er Jahren da in den Vereinigten Staaten. Und in Meschach von den letzten paar Jahrzehnten hat der Phänomen von Queer-Jiddischkeit sich entwickelt, Azoy wie allgemeine Queer-Culture hat euch sich geändert. Nun kann man sagen, als Jiddisch hat eine wichtige Rolle zu spielen, wie Protestsprache, Anderskeitssprache und kann umgehen lange Teures in dieser Rolle. Ich bin Masken, ja. Ja, der Mann, wo sind die Centers, die Punkte von Jiddisch in der Welt? Versteht sich New York und in einer gewissen Maße Deutschland, Dafke und Israel. Ja, der Mann aber nicht Paris. Und das ist für mich ein bisschen interessant, weil ich bin schon Jahren und Jahren lang oft reingehe in der Medienbibliothek. Und für mich ist das ein Modell von was eine lebendige jiddische Kultur darf sein. Es sprudelt mit jiddischen Lektionen, mit jiddischen Konzerten, mit jiddischen Seminaren, mit jiddischen Vorstellungen, mit jiddischen Ausstellungen und so weiter. Nicht 100% auf Jiddisch, Französisch und viele Englisch kriege ich da mal rein, aber meistens auf Jiddisch. Wir haben nicht in Amerika als eine Institution. Aber wir haben doch mehr aschkenasische Jiden, wie es wohnen in Frankreich oder in Paris. Was können wir nicht schaffen als ein Center von Jiddischkeit, also sozusagen ein Emerson Yiddish Land, was man sagt, es auf dem kann, aber in der Emerson ist nicht vorhanden als ein Platz. Seitens die Bücherzentrale, was spielt euch eine wichtige Rolle.
Ich will hören von euch, was sind eure Gedanken? Danke, das ist noch eine wichtige Frage. Und Koidenkol, ich muss sagen, es ist ein bisschen in dem Buch wegen Paris, nicht keine Sache. Ja. Und schon nicht genug, aber mehr wichtiger wegen einer Frage, für was man hat nicht als eine Institution wie die Medienbibliothek da in Amerika. Können von deswegen fragen, für was Paris hat nicht, was ist voran in New York legabe Yiddish. Und wir können fragen euch wegen Los Angeles oder Chicago. Jede Stadt, was ist heint als Center von der jiddischen Kultur. Und ich habe schon geredet wegen etliche andere. Jede Stadt hat ihre eigene Geschichte von jiddischen Redners und zu lieb dem ihre eigene Institutions. Und das hat euch zu tun mit der größeren Kultur von der Stadt. Lemoschel, die kulturelle Institutions von Yiddish in Montreal spiegeln ab dem jiddischen Charakter von der Stadt. Was ist anders wie Paris, sie sind in beide Städte, wo die Hauptsprache ist Französisch. Und Montreal ist anders wie Toronto, was ist euch ein wichtiger Center von der jiddischen Kultur in Kanada. Und ich meine, das ist, was ist so interessant, wie die internationale Zusammenarbeitscenters von Yiddish, weil in jedem Ort ist etwas, was hat zu tun mit der Stadt und dem Land, wo es befindet sich. Und die gewisse Menschen, was haben beschaffen Institutionen. Und das ist ein Charakter von der heutigen jiddischen Kultur, was ist sehr zusammengesprochen. Und die Zentren sind oftmals weit von einer von dem anderen. Aber von deswegen haben Menschen zu fahren in die anderen Länder, in die anderen Städte, darf zu sehen, was befindet sich mit Yiddish in Paris, was befindet sich noch in Paris. Und dieselbe Sache mit New York und Los Angeles und Tel Aviv und Melbourne, Australien und so weiter. Ja, ich verstehe. Ich habe gleich verstanden, ich habe etliche Jahre gewohnt in Paris, als die jüdischen Immigranten von Mitteleuropa sind gekommen in Frankreich später wie die jüdischen Immigranten in Amerika und schon gekommen mit einer gewissen Ideologie von diesem Zionismus, Polizionismus, wo Jiddisch hat gespielt eine wichtige Rolle. Es ist versehentlich gewesen, kein Chappe zu Jiddisch. Sie haben nicht getracht, wie die Amerikaner Sozialisten, als früher oder später wird Jiddisch müssen runtergehen, mit der rübergehen zu Englisch und so weiter. Ja, ich verstehe auch den Unterschied zwischen Toronto und Montreal. Ja, das ist eine Konkurrenz zwischen die zwei Städte wegen Yiddish. Und das ist sehr wichtig, was ich schon gesagt, wegen, weil alles hat zu tun heint mit Immigranten. Wenn sind die Immigranten angekommen? Was für Immigranten? In New York haben wir eine Serie Immigranten, was haben Scheiches mit Yiddish. Koidem das größte Zahl Immigranten in Anhieb 20. Jahrhundert. Aber später die Sheres Pleite. Das ist eine kleinere Gruppe, aber sehr wichtige Gruppe in der jiddischen Kultur in New York. Und dennoch andere wie Lemoschel Jiddisch-Reders von dem Mamoliken Rattenverband.
und jede Gruppe bringt etwas anders zu der Zwiebel von Yiddish da in New York. Und das ist dieselbe Sache in die andere Städte. Wer ist angekommen, von wann, mit was für Scheiches zu Yiddish. Zu lieb dem hat man, was man hat in Paris, neged Montreal, neged Melbourne und so weiter. Ja, Melbourne ist geworden, nicht Sydney, nur Melbourne. Kein weiß, was ist, ja, Melbourne, nicht Sydney. Ich gedenke, in den noch Jahren sind Bundisten in einer gewissen Maße boykottiert mit Yidish Israel und ausgeklippten Gichert von Australien. Man hört oft Diskussionen wegen der Rolle und Geschichte und Zukunft von Yiddish in Israel, in der jüdischen Medina. Und andere sagen, sie haben alles getan, der Yiddish soll verschwinden, aber das ist nicht den ganzen Emmes. Ich habe etwa einmal in Israel, habe ich gerade mal gehört, Jigan und Schumacher. Was kann sein mehr Yiddish wie Jigan und Schumacher und jüdische Theater und jüdische Schriften verschiedene, was haben existiert und gewisse existieren noch heute. Was könnt ihr uns öfter sagen wegen Yisrael wie ein Zentrum von Yiddish? Das ist sehr interessant, weil in Yisrael mir dachte ich, alles was hat zu tun mit Yiddish von Anhebern, von den Jahren vor Anheb von Medinas Yisrael, wenn es ist gewesen Palästina, und als alles was man hat in Yisrael legabe Yiddish ist gewesen oft zu laches. Es ist gewesen neged die Hegemonie von Hebräisch und neged negativer Perspektiv auf den Goles. Und alles, was Menschen haben geschaffen mit Yiddish und was sie schaffen bis in heint, ist gewesen entgegen Perspektiv wegen der Sprache, wegen der Kultur und wegen wegen dem Leben von Jeden in Ausland. Das ist als ein Protest, wie wir haben geredet früher wegen Protest. Das ist ein Protest neged Kultur, was will ausmerken Goles. Und ich meine, das ist gewesen stärker in die früheren Jahren. Heint sieht man, was Yisrael und Jeden in Yisrael, sie verstehen schon, als Goles spielt eine wichtige Rolle für sie wie Jeden. Und sie dürfen haben etwas eine Beziehung mit der Kultur von Goles. Nicht nur Ashkenazim, aber auch Mizrachim, Sephardim, Jeden von Italien, von Griechenland und andere. Und das ist sehr wichtig für Yiddish, weil so viel Jeden, was wohnen in Yisrael, sind in Ashkenazim und die jüngeren Jeden willen, wenn sie willen wissen, was ist die Sprache, die Kultur, was die früheren Deures haben weggeworfen. Efter will ich raten und efter will ich verstehen besser. This is WUNR Brookline.
Chushevel Zioer, du redt Yankele Bodo von Israel. Das ist das jüdische Kohl von Boston. Ich will sein zufrieden, weil wir wird mich ehren. Und ich will sein zufrieden, weil wir wird beschreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, weil wir werden sich wiedersehen. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Ja, das ist wichtig und es wird dauern. Ich habe ein mit Israel Verlagen, was übersetzen jüdische Texten auf Ivrit und danach setzt man über von Ivrit auf Englisch. Und in dem Prozess verliert man einen Teil von dem Inhalt. Ich meine sich, wenn ich habe gearbeitet vor dem Chob-Museum, sehr recht und wegen Kovner Ghetto, habe ich sich getroffen mit Yankov Tori, Golubot, der geheißen in seinen Kovner Jahren, was sein Tagebuch, was ist geblieben in Xaviad, auf Yiddish, übersetzt geworden auf Ivrit und von Ivrit auf Englisch. Und er hat mir gesagt, ich habe sich gebeten, dass mir soll herausgeben, dem jiddischen Nussach oder übersetzen auf Englisch, direkt von Yiddish und nicht durch. Es ist noch nicht verhandelt, der Herz zu Yiddish, die Wichtigkeit von Yiddish in der Verlagindustrie in Israel. Aber öfter beißt sich das. Ich weiß nicht, Sie mir sind gekommen zu der Zeit, ja, wo ihr mir beten euch zu lehnen an Auszug von euer Buch und dafür in dem englischen Original. Nu gut, ich will lehnen die letzten paar Paragraphen von dem Buch, weil ich meine, als es wird sein sehr gut von der Renderung unserer Schmurs und weil es ist ein Entfer zu der Frage, was man fragt sehr oft, wenn ich rede wegen Yiddish, wegen was wird sein der Zukunft von Yiddish. Wir haben schon ein bisschen geredet wegen dem. Nur Azoy ist es, und wir haben gesagt in Englisch. As is also the case for others who work in the field of Yiddish, I'm often asked what the language's future will be, a question that can only invite speculation or a shrug of the shoulders. But my answer is this: expect the unexpected. I began my work in Yiddish studies in the early 1980s. The years since have witnessed a number of developments that would then have surprised me, and no doubt would have surprised many of my mentors and colleagues. They include the burgeoning of interest in Yiddish among young scholars and enthusiasts, most of whom are not Jews, in Germany, Poland, and other European countries. New opportunities for contact between Yiddish speakers in countries that were once part of the Soviet Union with those in the West, as well as access to archives in former Soviet republics that had been shuttered for decades. The role of the klezmer revival in prompting international interest in Yiddish song and folkways, and the advent of klezmorim as authoritative spokespersons for the history of Yiddish-speaking Jewry. The attraction Yiddish holds for some younger Jews in Israel, part of the nation's evolving understanding of its relationship to the Jewish diaspora. The expanding role of Yiddish among Hasidim, including meta-discussions of its place in their lives and the language's use to voice dissent by growing numbers of people breaking with Haredi communities. The embrace of Yiddish as a voice of Jewish alterity by lesbian, gay, bisexual, and transgender people.
The performance of Yiddish in contemporary media series, whether portraying multi-generational Haredi family life in Jerusalem, such as Shtisel, or facilitating the irreverent comedy of two sparring pals in Montreal in the case of Yidlife Crisis. The many possibilities for creating and sharing materials in or about Yiddish through the internet, as well as its potential for fostering communion among Yiddish speakers across geographic, generational, and ideological divides. In sum, there are more chapters yet to be written in the biography of Yiddish. It awaits new people drawn to the language for one reason or another, and is limited only by their sense of its possibilities. Und mit dem der endigt sich das Buch. Haben wir damit geendigt unter Schmuss? Ich bin nicht im Ganzen sicher, weil es bleibt noch etliche Fragen. Ich bin interessiert. Heute reden wir Jiddisch auf der Radio. Ich habe Sinnen von Post-Vernacular wild. Weil Jiddisch ist doch nicht unsere tagtägliche Sprache. Aber von deswegen sitzen wir da, wir reden auf Jiddisch, wie sie wohl gewinnen. Eine normale Sache. Und es ist eine normale Sache. Aber einmal ist die jiddische Radio in Amerika gewinnt gar lebendig. Wir pflegen sich zu, die Kindheit pflegen mich. Wenn meine Eltern sich zuhören zu der Vorwärtsstunde und andere Programme, noch ein Stutschkopf, noch eine Sache, gewinnt eine lebendige Sache. Und jiddische Filme haben gespielt. Ich habe noch genommen zu den jiddischen Filmen, weil sie sind gewinnt noch neu. Die sind gemacht, geworden in Amerika. Und auch viele von Polen, die sind gewinnt relativ neu. Und es ist mir ausgekommen, ich wünsche das keinem nicht, zu machen neue Untertitel für alte jiddische Filme. Und mit das auch zuhören mit simpler Euren zu der Sprache. Meint ihr als Jiddisch Radio, jiddische Filme und andere jiddische Medien können spielen eine Rolle in der Zukunft von Jiddisch? Der kurze Antwort ist ja. Und eine lange Antwort ist, in einer längeren Antwort darf man trachten ein bisschen wegen der Geschichte von jiddischen Film, jiddisch in Radio. Und weil wegen jiddische Filmen, man sieht ein wichtiger Unterschied zwischen den Filmen von Amo, von den 30er Jahren, die was sind gemacht geworden in die Vereinigten Staaten, die was sind gemacht in Europa, und die Filme von den Jahren nach der Zweiten Weltkrieg und bis heint. Die früheren Filme hat man gemacht, wie hat schon gesagt, für ein Eulen, was hat gerät Jiddisch wie sehr Mamaloschen. Die neueren Filme, was nicht in Jiddisch und oft zusammen mit anderen Lashoines, hat man gemacht für ein Eulen, was bei der Klau kennt nicht die Sprache und zu Liedern darf man zugeben Untertiteln. In die Filmen ist jiddische Simmen von etwas oder altfränkisch oder exotisch oder komisch. Und das ist ein Beispiel von nachwachdiger Jiddisch. Das Benutzen von Jiddisch ist symbolisch. Es hat eine Partei weiter von was man sagt oder singt in der Sprache. Mit dem Radio sieht man die Haschpoa von dem Internet auf der heutigen jiddischen Kultur. Dank dem Internet kann man hören Radioprogrammen wie euch Podcasts und Videos von Menschen, die seinen Zusammenhang verspreit über der ganzen Welt. Weil vor dem hat man gedacht, wohnen in der Stadt, wo die Programm ist gewesen auf der Luft.
Efter is Yiddish Radio gewesen, wie hat gesagt, mehr lebendig, aber es ist gewesen euch mehr begrenzt, weil man hat gedacht, wohnen in New York, zu hören WEVD, Lamashal. Und jetzt kann man hören Radioprogrammen und andere Audio, Podcasts und Videos von wo es soll nicht sein und wenn es soll nicht sein, euch, weil mit dem Radio in den Zeiten hat man gedacht, sich zuhören in einer gewissen Show. Und jetzt, wenn es ist mir bequem, will ich sich zuhören zu dem Programm, weil ich geguckt habe auf ein Video. Das ist sehr wichtig für die Zukunft von Yiddish, die Rolle von dem Internet. So, es hat eigene Grenzen, aber es hat eine große Meiles. Als man hat so viele Menschen, wir sind verinteressiert in Yiddish, aber sie sind oftmals sehr weit einer von dem anderen in euch, oftmals Menschen, was haben ein Interesse in Yiddish, aber sie wohnen in Ergets, wo man kann nicht reden mit dem in Yiddish. Sie sind die einzigen, was haben ein Interesse. Und haben ein Scheiches durch ein Internet, das ist gar wichtig für sie. Ich bin mit euch in ganzen Masken, als die heutige Technologie ist der Internet und so weiter, Podcast, schaffen größere Möglichkeiten für Yiddish. Heute und damit können wir vereinigen. Hat ihr ein gewisses Projekt oder eine Idee, was ihr wollt uns vorschlagen, wie ein Mittel zu verspreiten und verfestigen? Jetzt arbeite ich auf ein Buch, was ich habe schon abgeforscht, wegen sehr interessanten Projekt, was eine Gruppe Wissenschaftler in dem YIVO-Institut in New York, schroffen sie sind gewesen, Plätze von Europa, und was sind angekommen oder vor der Zweiten Weltmilchome oder beim Anheb von der Milchome. Und sie haben beschlossen, als New York darf sein der neue Center von dem YIVO. Sie haben verstanden, als ging zurück in Europa wird nicht sein eine Möglichkeit für sie. Und eine von den Projekten, was sie haben geprüft schaffen, zu bauen, eine neue Institution für ein neues Oyfn, ist gewesen zu schaffen ein Museum, was sie haben gerufen, der Museum von den alten Heimen. Und sie haben angeheben sammeln Materialien von Immigranten von Europa, was wohnen schon in den Vereinigten Staaten, sie haben angeheben in 1944. Sie haben versammelt hunderte Fotografien, Dokumenten, andere Sachen, in Meschach von 2-3 Jahren. Aber wir wissen es damals, kein Museum haben sie nicht geöffnet. Und ich bin ich bin gewesen sehr verinteressiert in dem Projekt. Für was haben sie beschlossen, sie wollen schaffen ein Museum? Das ist sehr eine schwere Sache in die besten Zeiten. Und sie haben gehabt eine Sache Menias, was wie eine Institution. Und wie weit sind sie gegangen? Was ist geschehen mit dem Projekt? Was ist geschehen mit den Materialien? Es ist gewesen sehr eine interessante Geschichte abzuforschen. Und
das Buch wird sein Kinderhörer raus von Druck efter in ein Jahr rum, 1,5 Jahre rum. Wir werden sehen. Aber das ist mein jetziges Projekt. Und es ist sehr interessantes Kapitel von der Geschichte von der jiddischen Kultur, von einem Moment, wenn Mitteleuropa ist nicht nur mehr wie eine lebendige Ressource für jüdische Redner in Amerika oder in anderen Ländern. Das ist die Kultur von Jiddisch in Mitteleuropa, hat man gemeint, hat sich verändert. Und wie kann man gegen Covid der Kufe von Jiddisch und wie kann man ziehen für sich allein Ressourcen für ein Heinten für der Zukunft, als man hat so viel verloren, was bleibt und was für ein Scheiches kann man schaffen mit dem, was bleibt. Und zu lieb dem habe ich das abgeforscht und habe ich das geschrieben. Efter wird ein interessantes Projekt, ein Buch. Efter schaffen ein zweites Projekt von dem Min. Das heißt, nein, muss ich bitte man sich fast mein alter Freund Benzin Gold oder was soll, was ist jahrelang gewesen, der Direktor von Hillel in Harvard. Ich sage, mir schreibt und weist dem Tod von den Juden, die Holocaust-Museums und so weiter. Was ist mit euch dem Leben von den Juden? Edam hat sie umgebracht. Das ist weniger interessant. Und Dora Hornser schreibt euch, Dead Jews, mit liebsten sind die Juden schon gestorben. Ich selbst mit einem Buch stimulieren ein Interesse in einem jüdischen Museum. Ich hoffe es ja, danke. Mehr, hast du etwas zu sagen oder zu fragen? Ich meine, sie hat gedeckt sehr Sache in wenig Zeit, aber ich will noch gerne mal Gelegenheit, Jeffrey, soll uns sagen ein bisschen wegen seiner Schätzung von Yiddish auf sozialen Medien. Hat nicht ermahnt in der Zeit von Reden wegen Radio, das ist öfter eine altmodische Nussach von einem heutigen TikTok oder wer weiß, was kommt danach. Und öfter will euch bei der Gelegenheit teilen mit uns, ob will seine eigenen sozialen Medien, wo man kann ihm nachgehen. Es ist eine sehr gute Frage, weil auf Twitter sehr Menschen, was haben etwas zu tun mit Yiddish, sind aktiv auf Twitter. Aber der Zukunft von Twitter ist Fragezeichen. Jiddisch wird leben länger wie Twitter, erwarte. Aber andere Podcasts und euch, was ist interessant, ist das Benutzen von dem Internet in verschiedenen Oyfnen zu lernen Jiddisch. Sind der Covid-Pandemie hat man so viel Kursen zu lernen Jiddisch und mein Kollege, was arbeiten in Yivar, Lemashal, sagen, sie haben mehr Studenten wie Klassen und sie haben Studenten, was beten, man soll sie reinlassen in eine Klasse, aber sie sagen, nein, das ist schon vermacht. Und wir kennen schon zu viele Menschen in einer Sprachklasse. Und sie haben zugegeben, noch andere Klassen und euch als ausverkauft ist
Das ist eine Sache, aber euch Programmen fahren studieren Yiddish bei sich allein für Kinder ist das ist gewesen mit etlichen Jahren zurück. Brain Pop hat ein Programm für Kinder zu lernen Yiddish und mit der Jahr zurück ist Duolingo. Duolingo hat Apps für Menschen, was wollen sich lernen, kolele Lashonis, Esperanto und Klingon und mit Yiddish. Es seien, ich habe gesehen, mit ein paar Tagen zurück, sie haben knapp 300.000 Menschen, was haben Chachapuv getan, lernen Yiddish von Duolingo. Und man darf sehen, was wird sein mit dem. Was ist mir interessant, ist das Lernen einer Sprache mit Duolingo. Man hat keinen mit wem zu reden. Man darf gehen weiter und finden Gelegenheit auf dem Internet zu reden mit lebendigen Menschen und nicht mit der Telefon. Und noch besser zu sein, Ponem al Ponem, mit Menschen, was haben Scheiches zu Yiddish. Und das ist, ich meine, es ist ein Reingang von Menschen, was sie wollen gehen, wir hoffen, sie wollen gehen weiter mit sehr Interesse in der Sprache. Ja, wir haben interviewt auf dem Programm die Menschen was vernehmen sich mit Duolingo auf Yiddish. Sehr interessant gewesen. Es ist der Geschriebene ist Jiddish, der Geretter ist Yiddish. Ich wollte etwas getan anders, aber es ist sehr App, nicht meins. Und was ist interessant ist, wir können es beiden. Es ist nicht so wie ein Buch, was ist abgedruckt und abgemacht, ja, aber mit dem Samin-Programm kann man es überarbeiten und machen verschiedene Varianten. Öfter sollen sie haben eine Variante für die, was wollen Tage lernen, reden Chassidisch Yiddish und die, was wollen Tage lernen, Klal Yiddish. Das ist möglich. Und ich meine, öfter wollen sie das tun in der Zukunft. In Aufklärung als Brain Pop ist original gewählte Namen, aber der jiddische Nussach von dem ist Yiddish Pop. Yiddish Pop, Dank. Brain Pop ist gewesen ein ganzes System von Kinder lernen Mathematik und andere Sachen. Aber sie haben später geschaffen Yiddish Pop. Dank. Und wegen Neich, ihr hat ein eigenes soziale Media. Nein, ich bin sehr altfränkisch. Was kann ich sagen? Ich bin, wie man sagt in Englisch, old school. Und ich habe nicht kein Twitter-Handle, ich habe nicht kein Website, kein Blog, kein Facebook-Page. Aber man kann sich finden, sei wie sei. Man kann mich schreiben mit der Blitzpost und man kann mich auch viel telefonieren in Rutgers Universität. Und ich will euch anfangen. Ist gefährlich. Wir können sich nicht beklagen wegen dem. Ich bedanke euch beiden, Shalom und Jeffrey Chandler. Schönen Dank. Danke euch alle. Yidish Redt Azoy gring, Yidish Leyke Oyfn sing, Yidish Redt Mame, Taten
the Yiddish redt sich so schön. Yiddish redt sich Azoy gring. Yiddish legt sich Oyfn sing. Yiddish reden Mames, Taten seht es Babes. Ab der Robbe trifft auf Goyisch Sucht. Yiddish Robes, Yiddish redt sich Azoy schön. Yiddish hat doch a Teusend Schein. Moichel avoines, die fremde Lescheune. Als Yiddish redt sich Azoy schön. Still und verfeuren seht euch der Strom, was fleckt Azoy laufen mit Mut. Es wickelt ihm ein, jetzt der mächtiger Winter, der Teich liegt verschlafen, vergliedert und ruht. Vaserl, Vaserl, gib noch nicht ein, es werden die Frist vergehen. Es kommt bald der Frühling zu gehen. Nur mein ich, das Salz ist im Ganzen schein still. Es schummet noch Hals in der Tief. Der Umruf, was hat sich Azoy lang behalten und geht jetzt mit Heuer zu Freiheit darin. Vaserl, Vaserl, gib noch nicht ein, es werden die Frist vergehen. Es kommt bald der Frühling zu gehen. Man wart, dass zum Winter soll kommen, a Sof, zerschmelzen soll Frühling dem Teich. Weil dämmelt, noch dämmelt, wird fließig werden, mit Geist und Kollieren wird werden rein. Vaserl, Vaserl, gib noch nicht ein, es werden die Frist vergehen. Es kommt bald der Frühling zu Oyfn Pripetshik brennt a Vaserl und in Stub ist heiß. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlech, der Malef Beis. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlech, der Malef Beis. Zetsche Kinderlach, gedenkt Teiere, was
Wer's wird Gicher von euch kennen Ivre, der bekommt davon. Wer's wird Gicher von euch kennen Ivre, der bekommt davon. Setsche kinderlich, gedenksche Teile, was ihr werdet